Neues und Altes. Und historisch geht es jetzt auch weiter. Ich habe extra nachgeguckt. Luftlinie 17 Kilometer vom Haus der Geschichte entfernt. Wurde heute auch gefeiert. Der Flughafen Köln-Bonn wird heute 75. Und der ist ja nicht nur was für Fliegerfans, sondern auch ein Stück deutsche Geschichte. Vom kleinen Flugfeld der Nachkriegszeit hat er sich zu einem internationalen Drehkreuz gemausert. Heute früh am Airport. Er putzt sich raus für seinen großen Tag. 75 Jahre Köln-Bonn. Ein Ort voller Zukunft und für viele Kölnerinnen und Kölner auch ein Ort voller Erinnerung. Meine erste Erinnerung an den Flughafen hier. Wir sind so viel gereist ab hier. Als Kind sind wir sonntags mal hierher und das war für mich ein Highlight, wenn wir oben auf der Terrasse stehen konnten und runter gucken konnten. Das war für mich ein einmaliges Erlebnis und ich wollte dann auch immer mal fliegen. Damals hatte man ja so diese kleinen Trolleys und dann da drauf sitzen und dann von meinen Eltern durch den Flughafen so gekarrt zu werden. Ja, ich war 10 Jahre alt, irgendwo nach Spanien oder so war es wahrscheinlich geflogen. Jetzt geht's in Urlaub oder jetzt passiert was Schönes. 1945 baut die britische Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg einen ersten Flughafen. Als Bonn dann Hauptstadt und der Flughafen den Deutschen übergeben wird, ist er schon etwas größer geworden. Hier an dieser Stelle soll eines Tages das Sinnbild neuer deutscher Flughafenarchitektur stehen. Schon 1970 hätte dieser Platz dann alle Chancen, zu den modernsten Flughäfen der Welt zu gehören. Auch von dieser Baustelle können wir Ihnen ein Zukunftsbild vermitteln. Wenn man diese Initiative in der Warner Heide beobachtet, dann glaubt man plötzlich doch an einen weitreichenden Ausbau dieses Flughafens, der sich ja immer wieder hinauszögerte. Heute besitzt der Airport die längste Start- und Landebahn in ganz NRW und als einer der größten Frachtflughäfen Europas zählt er regelmäßig zu den Top 10. Und Köln-Bonn ist der einzige große deutsche Airport ohne Nachtflugverbot. Hier wird rund um die Uhr gestartet und gelandet. In seiner Geschichte nutzten viele Prominente genau das. Kennedy landete hier, ebenso seine Amtskollegen Reagan und Clinton. Der Papst setzte hier erstmals Fuß auf Kölner Boden, genauso wie der Dalai Lama. Ein Ort mit Geschichte, auf den auch der Chef hier stolz ist. Thilo Schmidt ist seit 22 Vorsitzender der Geschäftsführung. Ich glaube, in den 75 Jahren gab es nicht nur ein Highlight, sondern ganz, ganz viele. In erster Linie finde ich sehr beeindruckend, wenn man die Situation vergleicht mit den 50er Jahren, also quasi dem Anfang, wo wir gerade mal so 100.000 Passagiere hatten und 2.000 Tonnen Fracht, hin zu einem Flughafen, der heute mehr als 10 Millionen Passagiere abfertigt und 870.000 Tonnen Fracht. Dann sieht man schon diese wirklich gewaltige Entwicklung des ganzen Flughafens. Eine gewaltige Entwicklung, die auch die Kölnerinnen und Kölner wertschätzen. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Kölner Flughafen. Wir sind immer gerne hier. Das ist schon crazy. Herzlichen Glückwunsch, lieber Flughafen Köln-Bonn. Toll, dass der Flughafen am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich. Und ich finde es klasse, wenn umgebaut ist und wir es noch schöner vorfinden werden. Allen, die hier arbeiten und so weiter, alles Gute. Happy Birthday! Ich wünsche dem Flughafen soweit alles Gute. Die kleinen Mängel lassen sich sicher beheben. Bleib hier, Kölner Flughafen, immer. Okay. Köln-Bonn, ein Airport, der Menschen verbindet und weiter Geschichte schreiben wird.